Hallo Reisefreunde, es gibt mal wieder ein Reisevideo von uns. Wir sind zwar nur 2 Stunden weg von zu Hause, hier im Allgäu am Eschacher Weiher. Und fühlt sich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen wie unterwegs sein an. Man muss ja gar nicht immer so weit. Und dieses Wochenende verspricht nochmal so herrliches Wetter. Da haben wir kurzerhand Karl gepackt und sind losgedüst. Gestern Freitagabend schon. Ja, jetzt haben wir hier übernachtet. Louis wollte mir den Platz unbedingt mal zeigen, weil er war ja im Mai, Ende Mai war er schon einmal hier. Und ja, wunderschöner Weiher. Ich glaube, wir gehen da jetzt einfach mal frühstücken. Kommt mit! Ja, und unterwegs haben wir eine kleine einsame Geiß, eine Ziege gefunden. Und die hat uns dann auch gezeigt, wie gut sie ausbüchsen kann. Das war aber gar nicht ihre Weide, weil wir haben dann ein bisschen weiter vorne, hat sie uns gesagt, wo sie eigentlich hingehört. Haben wir der Kleinen natürlich den Türöffner gespielt und sie zurück zu ihrer Familie gebracht. Gute Tat haben wir also schon abgehakt für heute. Letzte Nacht waren wir hier, haben hier auf dem Parkplatz geschlafen, schön ruhig und 10 Minuten zu Fuß ist man an diesem Weiher. Ja, und jetzt geht es weiter. Wir haben noch ein paar Punkte, die wir heute gern anfahren wollen, unter anderem auch Tipps von euch. Und seid gespannt, was es gibt. Ja, und Karlchen, der macht uns ein bisschen Sorgen. Nicht, weil er tropft. Gar nicht, er tropft überhaupt nicht. Aber die Frage ist, warum hat er getropft, wenn er jetzt nicht mehr tropft? Das ist irgendwie ein bisschen schräg, weil an der Dieselpumpe haben wir nichts geändert. Aber es hat ein guter Selbstheilung. Angekommen. Wir sind in Pfronten. Das war ein Tipp von einem Zuschauer. Die haben uns über Instagram geschrieben. Und heute war hier bereits Viehschau. Dafür haben wir viel zu lange geschlafen. Aber das Fest soll noch immer in vollem Gange sein. Und da gehen wir jetzt gucken, weil im Ort selber haben wir schon sehr viele schön bekleidete Menschen gesehen. Papa, warte mal. Ja, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Wir waren natürlich zu spät und durch das haben wir leider den schönen Umzug verpasst. Trotzdem ist es eine richtig coole Stimmung hier vor Ort. Was total anderes, Viehschau schon lange nicht mehr erlebt. Ja, so richtig viel Hunger haben wir nicht, deshalb haben wir uns jetzt entschieden, etwas zu teilen. Und wir haben uns für die Allgäuer Kässpätzle mit diesem Weißlackerkäse entschieden. Mal gucken, ob der wirklich so pikant und scharf ist, wie das hier angepriesen wird. Wir werden es euch verraten.
mal gucken. Heftig würzig, aber sehr geil. Ganz sicher? Ja, ganz sicher, kann sich drauf freuen. Lecker war's und jetzt sind wir bereit, um weiterzufahren. Es steht noch ein Highlight an für heute und dieses Mal brauchen wir ein bisschen mehr Bewegung dafür. Nach den Kässpätzchen auch nötig. Vor ein paar Monaten waren wir ja schon einmal hier im späten Frühjahr, wollten wir hier die Wanderung bereits machen am Breitachklamm. Ja, da war es geschlossen wegen Unwetter und die waren da gerade am Aufräumen. Dann sind wir ja zur Starzachklamm rüber, dasselbe Spiel. Und jetzt versuchen wir es hier nochmal. Breitachklamm, bis jetzt schaut es gut aus, der Parkplatz ist voll mit Autos. Wir haben jetzt hier 3 Euro bezahlt, obwohl PKWs bezahlen 2 Euro. Wohnmobile 4 und wir haben 3 bezahlt. Warum? Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil wir einfach ein cooles Wohnmobil sind. Aber jetzt geht's los. Und wer das Video vom letzten Mal nicht gesehen hat, da oben. €4,50 pro Person haben wir jetzt nochmal Eintritt bezahlt für den Wanderweg und so weiter. Ich bin gespannt, wie die Infrastruktur ist, ob das jetzt teuer oder nicht ist. Das können wir ja erst beurteilen, wenn wir sehen, wie die Wege und so weiter ausgebaut sind. Wie hoch dass der Wasserstand in den verschiedenen Jahren war. 2005 ganz oben 6,6 Meter. Wir waren quasi, oder wir wären hier komplett unter Wasser gewesen. Schon echt beeindruckend. Wir sind zurück am Ausgangspunkt beim Parkplatz. Wir haben uns für den Rundwanderweg entschieden. Der ist etwa 4,3 Kilometer lang und führt erst durch die Breitachklamm. Das dauert etwa eine halbe Stunde und danach ziemlich steil durch den Wald und durch die Ebene so ein bisschen. Wir persönlich haben entschieden unterwegs, wir würden eher empfehlen, durch die Klamm auch wieder zurückzugehen. Einerseits, weil es einfach wirklich mega steil ist und der Weg jetzt nicht besonders spannend. Andererseits natürlich auch, weil wenn man die Klamm jetzt auch noch von der anderen Seite her durchläuft, man hat einfach einen anderen Blickwinkel und sieht nochmal andere Sachen. 4,50 € hatten wir am Anfang noch, wo das preislich liegt. Da die Klamm jetzt eben mit irgendwie einer halben Stunde nicht besonders riesig ist, finde ich es eher ein bisschen im oberen Limit angesetzt. Aber ein schöner Wanderweg, schönes Ausflugsziel. Ich finde schon, dass man hier hinfahren kann. Und jetzt geht es für uns noch auf Stellplatzsuche. Irgendwo wollen wir heute ja noch schlafen.
Stellplatz gefunden. Wir sind auf dem Biohof Kola. Das ist nicht nur ein Landvergnügungsstellplatz, sondern hier kann man auch via Park 4 zum Beispiel hin. Dann bezahlt man einfach 10 € die Nacht, plus man hat die Möglichkeit für Duschen, Toilettennutzung und so weiter. Brauchen wir ja alles nicht. Man stellt sich dann hier einfach auf die Wiese drauf und ja, kann dann dieses wunderschöne Alpenpanorama genießen, die Natur, die Ruhe hier draußen. Wir waren ja schon mal hier, ne? Genau, wir waren schon mal hier. Da war es noch war auch wunderschön, ne? Mit den ganzen gelben Blumen auf der Wiese, war echt auch toll. Warum brennt der Grill? Hier schnell den Lüfter mal ein bisschen runter. Ihr seht es, Feuerdesign Tischgrill ist natürlich immer noch mit dabei. Der perfekte Begleiter, wenn es mal schnell gehen soll. Für uns halt auch vom Platz her einfach super. Und ja, für Louis gibt es veganen Burger mit einem selbstgemachten Patty. Das besteht vorwiegend aus Süßkartoffeln und ist schon eine Weile her, ne, dass wir das gemacht haben. Ich weiß, Bohnen. Süßkartoffeln und weiße Bohnen. Das ist Hauptbestandteil. Dann gibt es noch Pilze dazu, Halloumi und gegrillte Zucchini gibt es mit rein. Ich habe mir noch... Wo ist sie denn jetzt? Nein! Meine Bratwurst ist runtergefallen. Mais, ja, alles so für einen einfachen, schnellen Nacht, wollte ich sagen, Abendessen. Mit Gartensalat und Gartentomaten von uns zu Hause, die haben wir schon eingepackt. Und dann würde ich sagen, Prost, schön wart ihr mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier das Video geht morgen durchs weiter. Allgäu. Ach so, na dann schlaf gut. Wir sehen uns morgen wieder. Genießen hier unsere wunderbaren Abend. Mal, oder? Vielleicht. Mal schauen. Mal schauen. Aber jetzt Hunger. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Wir haben ja gesagt, das Video geht heute weiter. Wir sitzen am Frühstückstisch, die Sonne strahlt, wir haben wirklich nochmal einen wunderschönen Sommertag erwischt. Wir sitzen hier gleich neben dem Kindergarten der Kühe und Ziegen. Super, super schön wieder dieser Landvergnügungsplatz. Und ganz, ganz wichtig für euch zu wissen, wir haben jetzt viele Anfragen bekommen per Instagram, weil wir gestern diesen coolen Burger gepostet haben, ob wir denn jetzt Veganer sind. Nein, sind wir nicht. Wir essen immer noch Fleisch, allerdings sehr ausgewählt, wie hier zum Beispiel Aufzucht, Mast und Verarbeitung in Baden-Württemberg, ist uns sehr wichtig. Aber wir haben durch die vegane Küche sehr gute Geschmäcker kennengelernt, die wir vorher einfach nicht kannten. Und so gibt es bei uns immer mal wieder so ein bisschen vegan oder vegetarisch. Aber jetzt frühstücken wir, und zwar mit einem frischen Brot, das Steffi im Omnia gezaubert hat. Hier, es gibt einen Schweizer Zopf, musste relativ schnell gehen, aber ich finde, er sieht richtig toll aus und ich freue mich jetzt auf ein cooles Sonntagsfrühstück. Danach geht es weiter, wir fahren in den Allgäu Skyline Park und da seid ihr natürlich auch mit dabei. Aber jetzt erstmal guten Appetit! Karlchen ist geparkt, da unten am Parkplatz an sieht man auch, es hat noch Kapazität für mehr Leute. Wir sind aber auch nicht die Ersten. Wichtiger Unterschied vielleicht noch, nicht nach Skyline Park suchen Allgäu, sondern nach Skywalk, weil es gibt zwei verschiedene und die liegen dann auch deutlich auseinander. Also Skywalk und der ist dann auch in der Nähe von Lindau und nicht bei Kempten hinten dran. Kleiner Hinweis.
Wir sind übrigens auf 23 Meter Höhe. Und schaut mal, wer ganz tapfer da mitstapft. Und Louis ist noch immer dabei. Kommt schon, einmal ein klasse Louis in die Kommentare, bitte. Das macht er echt toll. Er hat ja Höhenangst. Oder so. Eine Art von zumindest. Und das ist die Aussicht vom Turm ganz von oben. Finde ich voll hier oben. Wackelt. Die wackeln alles so, das ist schlimm, ne? Der ganze Weg ist übrigens 650 Meter lang und zwischen 15 und 30 Meter hoch. Man kann es hier also auch gerade wieder sehen. Man ist ziemlich gut dabei. Und da verabschiedet sich gerade jemand, aber der kommt dann schon wieder. Der Turm weiß ich gar nicht, wie hoch der ist, aber die Bilder, die seht ihr jetzt gleich, weil da war ich ja auch oben. Ja, und jetzt kommt hier doch so ein interaktiver Part. Das war's vom Allgäu Skyline Park. Skywalk, schon wieder falsch gesagt. Riecht eine coole Sache, 11,50 €, natürlich ein stolzer Preis, aber macht auch unheimlich Spaß, vor allem mit Kindern, hat richtig viele Spielplätze, richtig viele Möglichkeiten. Für mich war es eine richtig krasse Challenge. Ihr wisst alle, wer uns schon länger folgt, dass ich ganz eine schlimme Höhenangst habe. Ich habe mir das heute zum Ziel gesetzt, diesen Walk zu machen und ich habe es geschafft. Da kann man natürlich auch mal ein bisschen stolz sein. Und ich muss vielleicht noch erwähnen, dass wir den im Anschluss nochmal alleine und wirklich komplett ja, wir haben den nochmal, genau, wir haben den nochmal privat, ganz alleine, ohne Kameras gemacht, wirklich in aller Ruhe. Hat Spaß gemacht, jetzt ist mittags richtig heiß, die Sonne brennt vom Himmel. Mal schauen, wo es uns noch hin verschlägt. Ihr seid natürlich mit dabei. Das war's vom Skywalk. Tja, liebe Reisefreunde, und so schnell ist dann ein Kurzwochenendurlaub auch schon wieder vorbei. Es ist Sonntagabend, wir sind zurück zu Hause, oder besser gesagt da, wo Karl zu Hause ist. Ist auch immer wieder schön, am Wochenende so ein bisschen wegzufahren, auch wenn es nur 3 Tage sind, fühlt es sich immer an, ja, wie so ein kleiner Urlaub. Jetzt heißt es alles wieder raus, zurück in die Wohnung. Das ist schon ein bisschen eine Umgewöhnung gegenüber früher, wo wir ja da drin wirklich gelebt haben. Es ist immer wieder komisch, das alles rauszuräumen, oder was meinst du? Ist immer so ein bisschen, ja, aufwendig das Ganze. Absolut, aber eins sei ja gesagt. Mikroabenteuer haben auch einen riesen Vorteil und den darfst du jetzt erklären. Der Mikroabenteuer ist bei uns so, dass wir das ganze Wochenende nicht abwaschen, alles ins Becken hineinschmeißen und dann Sonntagsabend nach Hause nehmen und in die Abwaschmaschine stellen. Ja, ihr kennt das sicher auch. Aber jetzt gibt es noch was Cooles für euch und zwar neue Sticker. Schaut mal, was wir haben. Reisefreunde-Sticker. Richtig cool, oder? Hallo Reisefreunde, unser Motto gibt es jetzt neu als Sticker, so wie auch Europa ist geil in größerer Ausführung. Und diesen Sticker, den könnt ihr ab sofort im Shop bestellen. Aber Achtung, wer bei uns direkt ein Buch bestellt, ab dem 21. Oktober, warte schnell, der kriegt, die ersten 200 kriegen so einen Sticker mit dazu. Also wenn ihr plant, ein Buch bei uns direkt zu bestellen, dann bestellt jetzt keinen Sticker, sondern wartet noch, dann kriegt ihr einen solchen dazu. Wenn ihr das Buch nicht wollt, dann könnt ihr den Sticker schon jetzt bestellen. Oder ihr kriegt ihn natürlich zweimal, kein Thema. Ich finde ihn ja wirklich mega, so richtig cool, was Steffi hier gezaubert hat. Wir verlosen noch von diesen Stickern und zwar 5-mal einen solchen Sticker, würde ich sagen. Und hast du noch eine Idee für eine Wettbewerbsfrage vielleicht? Ja, die Reisefreunde. Die Reisefreunde, oder? So rum, die Reisefreunde. Was? Warum sind Sie Reisefreunde oder seit wann vielleicht? Seit wann seid ihr Reisefreunde? Seit welchem Video seid ihr dabei und wie seid ihr auf uns gestoßen als Reisefreunde? Kommentiert das, wir losen dann aus in ein paar Tagen. Wie gesagt, für uns heißt es jetzt ausräumen. Nächstes Wochenende wird geschraubt an Karl.
Das gibt dann auch ein Video. Und danach geht es dann schon zum Busbastler Basecamp. Wir freuen uns, wenn wir einige von euch da dann treffen. Ja, und danach zum CVSM. Ja, zum Campervan Summit. Lofer. Und für das gibt es ja sogar noch Karten. Auch unten in der Infobox. Vielleicht habt ihr noch Zeit, da nach Lofer zu kommen. Aber das war's von diesem Video. Schön wart ihr mit dabei. Vergesst nie, Europa ist geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.